So, schau mal auf. So, einen wunderschönen guten Morgen, Mr. Boxer, Mr. Herbert. Wird schon wieder überpünktlich. Alles gut bei euch? Frohe Ostern noch, Eng. Ich meine, eigentlich Osterfeiertag ist zwar erst morgen, aber wurscht, da bin ich halt besser. Alles im grünen Bereich, ich hoffe doch. Jetzt Moment einmal, ich muss mich da jetzt ein wenig organisieren. Schmiert bin ich. Ja, ich bin seit halb 8 die Woche. Meine Nacht war auch nicht so unbedingt die berauschendste, aber mein Gott, nein, das hilft mir nicht. Stream wird trotzdem. Ja? Schmiert, ja. Da kannst du da. Ich habe so die Vermutung, dass der Mr. Herbert, dass du in meinen Stream halt als Schlafvorlage nutzen wirst. Ich müsste fast langsam aufstehen, weil ich Besuch kriege um 2. Ja gut, du hast da noch 4 Stunden Zeit. Ja, also kannst du theoretisch noch 2 Stunden liegen bleiben. Ja? So ist es jetzt auch nicht. Passt alles, Erholung ist da. Mehr Erholung ist mehr gut. Ja? Das ist mal ganz wichtig. Ich hätte eigentlich heute damit gerechnet, dass wir ein bisschen zauberhaftes wieder haben, wie wir es haben. Aber es ist irgendwie Es ist irgendwie total verrenkt. Ich muss ja noch einkaufen und aufräumen. Jetzt wack. Das ist auch noch. Ich gehe jetzt einmal davon aus, du kochst halt selber. Also, was heißt kochst selber? Du kochst für deinen Besuch. Schaut's jetzt einfach mal. Dann hast wenigstens, sag's mir positiv, dann kannst du das Zeug für den Wurstsalat noch kaufen. Wo wir vor 2 Tagen geredet haben. Ja. Ich selber müsste eigentlich auch noch einkaufen gehen. Ich weiß nicht, wann ich das noch tun soll, aber irgendwie muss ich es unterbringen. Das hilft doch nicht. So. Oh, ja. Leider, heute spielen wir Elden Ring morgen fertig. Heute werden wir ganz entspannt Elden Ring fertig spielen. Also, haben wir erzählt, beim letzten Stream haben sie mir schon gesagt, ja, es kommt nicht mehr viel, es sind ungefähr 3 Bosse, davor ist einer optional, den haben wir letztes Mal schon gesehen, das ist der Drache. Moment, ich kriege einen Anruf. Bin sofort wieder am Start. Ja, weniger Strom ist schlecht. So, also, was haben wir jetzt da? Aber irgendwie habe ich gestern gemeint, beziehungsweise heute, dass Assassin's Creed wichtig ist. Ach so! Jetzt sind wir beieinander. Um 4:40 Uhr habe ich die PS5 ausgemacht. Und da bist du jetzt schon wach. Also ganz ehrlich, wenn ich um 10 vor 5 ins Bett gehe, stehe ich nicht um 10 Uhr auf. Das ist mir hoffentlich auch klar. Aber gut. Wie gesagt, nutzt mein Stream einfach als Schlafvorlage. Ja, das wird eher so werden. Gut, also wo haben wir stehen geblieben? Elden Ring. Du bist da ein wenig jünger wie ich. Ja gut, das stimmt jetzt. Ungefähr um 10 Jahre. Gefühlt. Thema Elden Ring. Wir werden das heute entspannt fertig spielen. Wie gesagt, haben ungefähr 3 Bosse, haben wir mal sagen lassen. Einer davon ist optional, das ist der Drache, um den kümmern wir uns gleich am Anfang jetzt. Und was dann noch für 2, 3 Bosse kommen, weiß ich nicht. Ja? Ich werde mich halt nicht davor scheuen, sofort Mimik einzusetzen. Wie gesagt, ich möchte den Wumms jetzt entspannt fertig spielen. Es wird langsam Zeit für ein neues Projekt. So geil Elden Ring auch ist. Wenn wir fertig werden, werde ich noch ein ausdrückliches Fazit dazu sagen. Wobei sie es wahrscheinlich denken könnt. Ja?
Genau. Was wir dann als nächstes spielen, habe ich eigentlich schon gesagt. Also ich glaube, dass wir Assassin's Creed 2 tatsächlich spielen und was wir sonst noch irgendwie in Planung mit aufnehmen können, das sehen wir dann. Also da haben wir jetzt noch nicht so wirklich hundertprozentig fixe Gedanken drüber gemacht, aber das schauen wir uns dann an. Ja? Mrs. Samcrow, einen wunderschönen guten Morgen. Frohe Ostern auch an dich und deinen Gatten. Ja? So, jetzt ist 1 Minute vor 10. Jetzt fangen wir langsam spielen, oder die sagen. Damit wir fertig werden. Stream ungefähr heute bis 14 Uhr. Ja, 14 Uhr, 14.30 Uhr maximal, weil wie gesagt, ich muss noch einkaufen gehen und so weiter und so fort. Und Tennis spielen sollte ich heute auch noch. Dass ich das schön unterbringen kann. Ja? Aber ich glaube, bis 2 noch mit ab, bis um 4. Das sind 4 Stunden. Da meine ich, bringen wir am schon ein wenig weiter. Machen wir da mal leise auf jeden Fall. Gut. Jetzt warten wir gerade noch aufs Beil. Beil haben wir da. Jetzt, wenn wir dann einen Ton haben, dann schaut es eh schon wieder gut aus. Besser als gedacht. So, mit täuscht mich das so, oder bin ich heute sauber zu hell? Einmal, das passt. So, Ton. Haben wir einen Ton. Ton haben wir. Sehr gut. Gut. Spülen wir weiter. Ich habe Offstream nicht mehr allzu viel gemacht. Was habe ich Offstream noch gemacht? Eigentlich nur den Dungeon dort gemacht. War nichts Besonderes nicht. Zudem haben wir jetzt 2 Waffen auf Max. Nämlich einmal Malenias Hand. Also das Schwert von der Malenia ist auf Stufe Max. Und das blutige Nagakiba ist auf Stufe Max. Dass wir jetzt die letzten Bosse noch mit dem höchstmöglichen Damage-Output zerschnitzeln können. Und ansonsten habe ich offstream nichts mehr getan. Ja? Also wie gesagt, das, was wir jetzt tun, werden die letzten Meter werden. Und dann schauen wir mal. Ich muss leider dazwischen mal weg, hilft ihm nicht. Und schöne Ostern auch an die und Fraule und natürlich an die Flauschknädel. Flauschknädel befinden sich für gut die Pennern. Aber dass du zwischendurch weg musst, ist aber überhaupt gar kein Problem nicht. Ja? Real Life geht vor. So viel dazu. So. Jetzt hauen wir erst einmal den Drachen zusammen vom letzten Mal. Ja? Das ist einmal Aufgabe Nummer 1. Mike, habe ich dir. Jetzt hauen wir mal den Drachen zusammen, den wir letztes Mal gesehen haben. Und dann werden wir schon sehen, wie lange wir brauchen für den Zipfel. Der war letztes Mal gar nicht einmal so unübel. Ja? Aber ich bleib dabei, schlimmer als wird Malenia wird nichts mehr in dem Spiel. Hoffe ich jetzt mal. Einzig nervig ist, man muss da immer wieder hinrennen. So. Ich nutze jetzt einfach mal mein Blutungsschwert. Also das, nicht das von der Malenia, sondern das da. Weil ich irgendwie so das Gefühl habe, dass der Drache mit Blutung ziemlich gut machbar ist. So, Healing müssen wir uns wahrscheinlich auch wieder, oder? Eh klar. Das können wir aber jetzt eigentlich auch skippen, weil das haben wir letztes Mal auch schon gesehen. So. Mimik muss her. Warten wir jetzt einmal, bis das die voll gespawnt ist. Und dann probieren wir ihn. Ich weiß nicht mehr, wie der geheißen hat. Irgendwas mit Sachs, glaube ich. Placidusax, so. Drachenfürst.
Okay, der verbieselt sie wieder. Ist er denn jetzt? Ah, doch. Teleportieren kann er sich also auch, ja, sauber. Aua. Wo ist er denn? Oha. Ich wollte zwar nicht ausweichen, aber da ist er schneller gewesen wie ich. Der hat ziemlich hohen Flächenbereich, wo der angreift. Jetzt bin ich gerade ein wenig überfordert. Aber. Fast hätte man gehabt, aber der letzte Angriff jetzt, der war ein wenig heftig. Aber gut. Ich struggelt immer noch ein bisschen mit dem Anfang. Ich glaube, bin jetzt schon 4-5 Mal durch den Anfang durch jetzt zum bisschen leveln, weil der Maghreb beißt, bei der Maghreb beißt es voll aus. Ja, das ist ganz normal, Mike. Du bist jetzt, im Endeffekt, dir wird das komplette Spiel ins Gesicht eingeworfen, so auf die Art, ja, mach du einmal. Das ist völlig normal. Also du bist im Schnitt, du hast ja aber muss ich aber sagen, beim ersten Stream, wie du den am Dienstag gemacht hast, hast du alles andere nicht blöd angestellt. Also, es braucht einfach, das ist einfach Übung. Das kommt alles mit der Zeit. Ja, nachbleiben. Ja, da ich jetzt fast so behaupten, dass man an dem Draht picken müsst. Aber gut. Haben wir ja fast gehabt. So ist es ja jetzt nicht. Den kriegen wir auf alle Fälle hin. So ist es jetzt nicht. Nur, dass der in seiner letzten, dass der auf die letzten Meter so dermaßen ausrast, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das war knapp. Beziehungsweise Drohbleiben an ihm wird bei dem Angriff aber auch sehr, sehr tricky. Weil der ja mit zwei Köpfen am Feuer speit. Da wird es ein wenig gefährlich dann. Aber da müssen wir mal schauen. Der ist auf alle Fälle machbar. Vor allem, der gibt mir so schön viel Zeit, dass ich mich buff und mein Mimik rufe. Das ist eigentlich zauberhaft. Pass auf, jetzt kann man eigentlich. Kann man so einen Runenbogen zu uns nehmen. Für ein bisschen mehr Bonusschaden. Machst du schon. Ich glaube auch. Ich glaube, dass wir das hinkriegen. Oh. So, wo ist er jetzt? Da ist er. Alter, mein Mimik kriegt ziemlich aufs Maul vor ihm. Okay.
meine drei, dass ich dann ummacht vorher. Boah, ich hab überhaupt nichts gesehen, von wo er jetzt gekommen ist. Gut, Mimik ist hier, glaube ich. Ah, wegen Schweiz im Schatzen der Busch. Ja, schwierig. Schwierig. Ich bin zu oft getroffen worden. Ja. Das kannst du ja irgendwie, den Schlag da, wenn er so runterkommt, den kannst du nach innen nicht ausweichen, weil das noch Blitzen, wo sie dort, also quasi die roten Blitze, wo es da noch kommen, die damagen zusätzlich. Also durchrennen funktioniert die den scheinbar jetzt nicht. Müssen wir mal schauen. Ich am Anfang ein bisschen zu oft getroffen worden. Das war das. Da ist mir zum Schluss dann Teilung ausgegangen. Aber es wird. Da unten hätten sie aber tatsächlich noch einen Ort der Gnade hinpflanzen können. Wie jetzt? Oh, Vorsprung übersehen. Lull. Es wundert mich aber, dass du gleich stirbst, weil so hau ist es eigentlich gar nicht. Gut, mein Pferd kann ich da auch nicht rufen. Das kann man beim Bosskampf einmal probieren, ob man das Pferd rufen kann. Ich glaube es jetzt zwar ehrlich gesagt nicht. Aber vielleicht. Warten wir zumindest ein bisschen schneller auf die Viers. Boah, das ist dabei so arschknapp. Weil der Weg ist da schon hier. Ja, es ist schon ein wenig. Schon ein wenig jetzt zum Laufen. Wie gesagt, da war der Ort der Gnade da irgendwo nicht so schlecht, wenn du mich fragst. Marschall, guten Morgen. Ja, jetzt brauche ich wieder einen Runenbogen. Gut, dass ich 30 habe, die Dinger. Sollen wir mal vielleicht einmal mit dem Schwert probieren? Ich glaube, war gar keine dumme Idee eigentlich, oder? Marschall, alles fit bei dir? Ja, das probieren wir nochmal mit dem Burschen. Vor allem mich da mal interessieren, wo der seine Schwachstelle hat. Vermutlich am Kopf.
Alter, der speit sogar Feuer nach hinten. Are you kidding me? Ah, warte mal, jetzt kommt sein Body Slam. Oder auch nicht. Was ist er denn jetzt? Okay, man kann scheinbar durchrennen. Aua. Also das meine ich, da kannst du nicht reinrennen, weil da wischt da nicht mit. Was ist er denn? Ich sag den halt auch überhaupt nicht kennen, von wo er da reinschluckt. Muss ich noch rausfinden. Heute haben wir richtig ausgeschlupft. Das ist jetzt zauberhaft. Da hast du zumindest schon mal mehr richtig gemacht wie der Herbert. Der Herbert ist nämlich alles andere wie ausgeschlupft. Aber schön, dass es so gut geht. Bei mir soweit auch alles fit. Der eskaliert genau einmal richtig krass. Und ich sage nicht, wo er kommt. Und das bricht mir momentan also ein bisschen das Knack. So an und für sich ist er gar nicht so dramatisch. Er macht halt er hat halt eine unfassbar hohe Flächenrange. Also der hat gefühlt das ganze Kampffeld nutzt er für seinen Angriff. Oder für seine Angriffe, besser gesagt. Und das ist eigentlich immer erst ab dem letzten Drittel, wo er so richtig durchtrat. Ansonsten geht er eigentlich. So schwer war er gar nicht in dem Sinn. Aber ich glaube, wenn ich herausgefunden habe, wie ich den spotten kann, wenn er so eskaliert, dann hat's ihn. Weil das eigentlich so das Einzige ist, was mir gerade ein wenig im Weg steht. Vor allem, weil jetzt war meine Mimik, die war jetzt relativ bei ziemlich guter Gesundheit gewesen. Also den hätte ich locker runtergerissen. Bin mir aber fast sicher, dass wir mit dem Schwert fast besser von, wenn du mich fragst. Ah, und ich kann mein Reitesel nicht rufen. Schade. Aber gut. Wow, was war denn das? Den hat er aber auch noch nie gemacht, oder? Ja, jetzt kommt wieder die Arschbombe des Obergrauens. Oder was war die Arschbombe des Obergrauens? Das ist so gestört, weil du überhaupt nicht siehst, von wo er kommt.
wie das weiß ich nicht, wie ich das dodgen soll. Jetzt meine eskaliert er wieder komplett, oder? Ja, okay. Kann es sein, dass der, wenn er sich so wegteleportiert, dass der immer in der Nähe von dir spawnt? Weil einmal, wenn er so wegspringt und wegfliegt, okay, das ist klar. Da siehst du ja, von wo er kommt. Aber wenn er sich so wegteleportiert und du nicht siehst, von wo er kommt, gerade ist es im Bereich, immer ist mir das gerade so aufgefallen, dass der immer irgendwo in der Nähe von dir spawnt, dass er da nicht ballern kann, so auf die Art und Weise. Muss ich mal mehr aufschauen, vielleicht spawnt der hinter mir jetzt mal. Also zumindest kommt es mir gerade so vor. Kann mich jetzt aber auch täuschen. Zumindest kriegt er Blutungsschaden, das ist schon mal gut für uns. Macht uns ein kleines bisschen einfacher. Und wir kommen vom Ding her immer auf dieselbe Range her, von seiner Lebensleisten. Und dann habe ich das Patentrezept noch nicht so ganz heraus, wie man am besten angeht. Für die ersten Meter haben kein Problem. Nur die letzten. Herbert, kannst du den mal auswerfen? Bitte, dankeschön. Merci. Dann müssen wir noch warten, genau. Ja, da haut er jetzt wieder ab. Was war denn das? Jetzt hat er mich ausnahmsweise mal nicht erwischt. Hoppala. Ja, das ist es. Ich weiß nicht, von wo er kommt. Da ist er. Alter, das zirkt so viel Leben. Nice!
Echo des Drachenfürsten. Ui, das war aber auch mehr wie haarscharf, oder? Was für das ist? Am Handy ist das echt ein Krampf. Ein Spanner, oder was? So, was hat jetzt der Seelen geben? 280.000. Schmeckt. Danke dir. Ja gut, okay. Tagesordnungspunkt 1, Drachenfürst zusammen Nudeln, haben wir geschafft. Dann ist soweit ist, dass wir uns langsam das Endgame anschauen. Die Frage ist jetzt wo. Oh meine Misswehr. Passt schon, Herbert, begib dich du mit zum Duschen und wir haben es sauber. Ja? Kein Problem. So. Jetzt sollt ihr halt wissen, wo es lang geht. Aber ich tippe jetzt einfach mal, dass wir die Geister da noch müssen. Seht, der Erdenbaum steht noch immer. Ja, die Frage ist, wie lange er noch steht. Hochgewachsen und unerschütterlich unbekümmert angesichts der Flamme des Ruins. Und da lacht er noch. Dann sind wir noch Goldene. Was ich aber hab mit einem Gold. Ja, okay. Also ich tippe mal, ich muss da in die Tiere rein. Dahinter. Willst du eine Zeit verschwenden oder direkt weitermachen? Ja, ich möchte jetzt eigentlich weitermachen. Weil allzu viel wird er jetzt nicht mehr sein. Schau, da habe ich der abgesehen davon. Ah, da war ich schon in die Katakomben. In die Katakomben war ich schon. Falls du das meinst. Okay, da müssen wir scheinbar doch nicht her. Ja, okay, jetzt müssen wir den Weg erst einmal finden, da, weil irgendwo geht's ja weiter. Muss er fast so sagen, geht's da auf? Nein, natürlich nicht. Du musst auf jeden Fall in die Stadt. Okay, also da oben. Mehr. Da hinten auf, maybe? Oder da hinten eine, da wo die zwei Statuen stehen. Das darf eigentlich ganz danach ausschauen. Oh, da haben wir Loot. Goldene Sonnenblume. Schön. Zauberhaft. Okay, da geht's auch nicht weiter. Es war ein Drachen da auf? Die Herjürgen-Dips. Irgendwas her ist Steppen. Ah ja. Pass auf, wenn wir auf Karten schauen. Also wenn du mich fragst, müssen wir mir ja wohl eher da irgendwo her. Musst wieder zum Baum, ja, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Die Frage ist, warum. Naja, ist egal. So, und da ist, glaube ich, in die Richtung. Da müssen wir... Ah, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dass da entlang gegangen ist.
Oh. Ah, da hinten ist die Treppen. Da lebt da sogar noch was. Sweet Mini, guten Morgen. Alles fit bei dir? Schön, dass du reinschaust. Oha, der ist Twitch-Partner. Oder sie. Sie, wahrscheinlich. Ja, jetzt wie? Ich weiß den Weg nicht mehr hundertprozentig, das ist mein Problem. Aber da geht's auf jeden Fall nicht weiter, das ist schon da hinten gewesen. Oha, da haben wir ja quasi einmal hohen Besuch bei uns. Wenn mein Twitch-Partner bei mir reinschaut. Mein erster Durchlauf, ja! Mein erster Durchlauf. Also ich habe eigentlich vor, das Spiel halt durchzuspielen. Aber ich bin gerade noch so ein bisschen lost, wo ich jetzt genau lang muss. Ja, da war auch noch ein Treppen, gell? Ah. Von da haben wir auch gekommen, oder? Moment mal. Ins Schloss. Ja, ja, schon klar. Ach, da. Ah. Da um mich und dann da auf wahrscheinlich, oder? Ja. Musst du sagen. Wie ich es bisher finde, 12 von 10 da ich jetzt sagen. Bis jetzt eine 12 von 10. So ziemlich das beste Spiel, was ich in den letzten Jahren gespielt habe. Du wahrscheinlich schon durch, oder? Ja gut, das war da jetzt einfach gegangen, okay. Bis zum New Game Plus, okay, ja gut, so weit bin ich noch nicht. Ah ja, okay, wir müssen da her, okay. Weil, das schaut schon wieder... Das schaut noch Boss aus. Weil, großer Raum, nur ein Manschgal, hm. Ich hab gesagt, die Späte ist heute entspannt durch. Ja, halt dein Futzen und greif einfach an. Mimik, was kannst du eigentlich, hä? Steht die Frage nicht. Ich hätte jetzt später mal sparen können. Wollt mir der Boss totlabern oder was ist mit dem? Okay. Gut, nehme ich mit. Warum auch nicht? War scheinbar Boss, hat sich nicht so verhalten wie ein Boss, aber gut. Scheiß der Hund drauf. So. Da müssen wir nach oben, soweit ich mich ja richtig erinnern kann. Mini, was für ein Bild spielst du, wenn ich fragen darf? Spielst du Mage oder Bloodloss oder wie schaut's da aus? Shadow, wo spielst du eigentlich? Das darf mich interessieren auch. Mage, okay. Ja, da ist wieder so eine komische Gestalt. Doppelkatana, das selbe wie ich, okay. Er ist zurück, der Fürst ist endlich wieder zurückgekehrt. Unser allererster Fürst ist zurück, um erneut den Eldenring zu führen. Aha, wo ist er denn? War das der gerade von eben? Den haben wir nicht vergrüßen. Speist aber schon 6 Wochen nicht mehr.
Ja, gut, okay, irgendwann ist ja da die Luft raus. Ich meine, wenn du, wie viele Spielstunden hast du schon drauf? 700 Stunden, glaube ich, hast du gesagt, oder? Nein, ich meine, Stufe 700 bist. So meine ich was. Gut, da war halt bei mir dann irgendwann auch mal Ende. Ich meine, bis Stufe 163? Irgendwie sowas. Oh, das Ort der Gnade, sehr gut. Und ein Item. Heilung des Erdenbaums. Okay. Aha, da ist also der nächste. Ist das jetzt der Endboss, der wo da jetzt kommt? Weil wir haben ja jetzt mit dem da unten, mit dem Drachen, 2 Bosse. Du hast. Ist noch nicht der Endboss, okay. Ja gut, dann schauen wir mal. Oh, Cutscene. Ja, wird lustig. Ach du Scheiße. It's been a long while, Morgoth. Oh ja, der Morgoth. Der war auch nicht übel. Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Ach, da ist ein Mordstor. Wahrscheinlich ist da dahinter dann der Endboss. Der ist eine Nummer härter. Ja, das war mir fast klar, dass der härter ist. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Hä, Moment einmal. Den haben wir doch schon mal bekämpft, oder? Den mit der Axt? War das nicht so ein goldener? Upon my name as Godfrey, Godfrey. the first Elden Lord. Aha, er ist also die hohe Eminenz. Okay. Aua. Wow. Okay, der hat massiven Flächenschaden, der Typ. Das war nur sein Geist, okay? Oh, gehen wir jetzt mit seinen Löwen zum Dorn, oder was? That will be all. Thou didst me good service, Sirosh. Haben wir jetzt das Knacko gerannt, oder was? Warum verstümmeln sie alle Bosse in dem Spiel? I've given thee courtesy enough. Hat der Löwe zwei Anabolika gehabt, oder was?
righteous Horaloo. Was bitte? Warrior! Der kämpft jetzt mit der Faust, oder was? Alter, ich will jetzt zum Wrestler, oder was? Ah ja, Pop-Up Powerbomb, man kennt's. Alter, was ist denn das? Alter! Ah ja, den kann man mal machen. Alter, der dreht ja komplett durch. Tarnished. What the fuck? Thy strength befits a crown. Also ich mein, okay, ohne Mimik ist der krass, brauchen wir überhaupt nicht drin, ja? Aber ich habe ja gesagt, die Spiele ist halt entspannt fertig, ja? Deswegen, Mimik. Natürlich ist mir, also, allein von dem, was ich jetzt gesehen habe, ist der komplett gestört. Vor allem die Stampfangriffe, die machen, aber das richtig gesehen, der macht über das komplette Feld Schaden. Beziehungsweise kann man da rein theoretisch drüber springen, also jumpen oder durchrennen. Die gehen wir nicht abartig viel rum, das ist ja Wahnsinn. Gut, gelangt halt aber immer nur für einen Aufstieg, das ist halt... Ja, der heftige auch ist, ich hab's fast vermutet. Ich mein, klar, wie gesagt, Mimik und so macht das Spiel unfassbar viel einfacher. Brauchen wir überhaupt nicht diskutieren. Und ich glaube, dass der Boss auch wahnsinnig stark ist. Allein durch das wir jetzt... Also die erste Phase, glaube ich, ist gar nicht so schlimm. Da ist er relativ träge gewesen. Beziehungsweise war seine Geisterform, die wo wir da schon mal bekämpft haben, vor, keine Ahnung, x Tagen, die war auch nicht wirklich schwer. Aber die zweite Phase glaube ich, die ist pervers. Also da meine ich, hätte man zu kämpfen gehabt. Vor allem, er macht halt einfach mal Pop-Up Powerbomb. So Kevin Owens-like. Und da geht's jetzt weiter praktisch noch, oder was? Das ist ja krass schnell. Mhm, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Gut, dann kommt wahrscheinlich jetzt da der Endboss, oder wie sehe ich das? Final Boss, okay. Schon wieder Boss-Time, ja, wir haben ja gerade schon wieder einen umgehauen. 2 in deiner Abwesenheit und jetzt ist scheinbar Finalboss. Da bin ich jetzt gespannt auf den. Der wird noch mehr Hausnummer, okay. Das Haar sollte man anschauen. Ist er Schmied oder was? Hey, Moment, aber Melania oder wie die geheißen hat, die hat auch so ein rotes Haar gehabt. Haben die irgendwie verwandt? Kann das sein? Aha. Radagon von der Goldenen Ordnung. Oha.
Mir schwan Schlimmes. Okay, der hat auch ziemlich hohe Flächenangriffe, okay. Aua. Ach ja, der kann sich teleportieren, nice. Der haut einfach mein Mimik einmal so zusammen wie so ein Schnitzel. Ich hab's fast denkt, dass da noch was kommt. Okay. Ei. Okay, wir halten mal fest. Der haut nicht nur auf den Boden, sondern er macht so Flächenangriffe, die wo dann nachträglich noch mit dazukommen. Okay, alles klar. Haben wir schon wieder was gelernt. Glaube ich. Hoffe. Und natürlich viel verzögerte Schläge. Auch wieder klar. Die, wo ich so gern hab. Kommt die Cutscene jetzt immer wieder, oder wie? Tatsächlich. Ich liebe sie, diese verzögerten Schläge. Okay. Aua. Ja, okay, der wird ein wenig dauern. Das ist gefällt. Der wird ein wenig dauern. Weil viel AOEs. Oder was heißt AOEs? Viel Flächenschaden um ihn herum. Das ist der Asterix-Gedenkflügelhelm. Ja! Dampfi, du hast es ja fast. Blutung juckt auch nicht so, ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Also gehen wir mal für mehr Damage, weil Malenias Schwert macht ein bisschen mehr Schaden. Aber man aber eigentlich schon fast denken können, dass der Endboss gegen Blutung resistent sein muss. Machen aber immer wieder den gleichen Fehler, gell? Ah, okay. Okay, mit Heilung hat er überhaupt nicht gern, wenn man das tut. Okay, das geht sogar in meine Richtung, obwohl er in die andere Richtung schlagt. Wieder was gelernt.
Wieder was gelernt. Also wenn er auch nach vorn schlagt, kommt der Schaden auch nach hinten gleichzeitig. Mit dem habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Malenias Angriff. Ja, weiß nicht, ob das gegen den so eine gute Idee ist. Aber probieren können wir es mal. Was haben wir zum Verlieren? Wir werden sowieso eine Zeit brauchen jetzt gegen den. Obwohl der gar nicht so viel Schaden macht. Na gut, wir reißen mir. Ja. Ja, das ist. Ich glaube, gut, er macht gut Schaden, der Angriff brauchen wir nicht reden, aber ist, glaube ich, nicht das Rezept gegen ihn. Weil der halt einfach dazwischen springt. Im Endeffekt. Aber mit Malenias Schwert haben wir, glaube ich, besser beraten, wenn wir mit dem kämpfen. Weil mehr Damage. Weil Blutung, ich glaube, dass der hier Blutung. Oder was heißt? Glauben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Blutungsresistenz hat. Weil ich noch keinen einzigen Tick nicht gesehen habe. Kann man den Angriff, den wo er, die goldenen Dinger, die wo er da macht, kann man die nicht blocken? Ja, was geht mit ihm? Boah, das ist... Wieder! Also der hat einen Ultra-Instinkt neu erfunden, das sag ich. Schade. Hat hohe Resistenz gegen Statuseffekte. Das heißt, ich werde meine Flaschen umverteilen. Ich werde jetzt voll auf Heilflaschen gehen, weil dann bringt man praktisch Mana nichts gegen den. Weil das Mana habe ich ja eigentlich nur für meine Blutungsangriffe. Mit das. Dann nehmen wir 14 Heilflaschen. Definitiv ein würdiger Gegner für den Endboss-Fight. Er ist stark, definitiv. Selbst mit Mimik ist der nicht ohne. Weil er halt gefühlt überall hinschlagen kann. Das ist gerade noch so ein bisschen... Die goldenen Angriffe haben so mehr das Problem. Also was heißt die goldenen? Die komischen Zeichen am Boden, die wo er da macht. Die haben also ein bisschen... Das ist ein bisschen tricky, da weiß ich nicht so wirklich, wie dagegen gehen soll.
Okay, der war mal gut gedodged. Okay, ich sollte einfach mein Maul halten. Ja, okay, Malenias Angriff ist Quatsch. Bringt nichts. Bringt gar nichts. Kannst deine Resistenz gegen Heiligangriffe eventuell noch ein bisschen pushen. Muss ich mal schauen, ob ich Talismänner habe. Bestimmt. Müssen wir mal schauen. Stimmt, weil dann bringt man ja meine Blutungstalismänner bringen mir ja jetzt dann praktisch auch nichts. Heiligdrachen-Talisman erhöht die Resistenz gegen Heiligschaden erheblich. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, wenn man das hat. Stacken die, wenn ich zwei von denen hätte? Aber habe ich wahrscheinlich eh nicht. Abgesehen davon. Stacken nicht, okay. Was haben wir denn? Was kann man denn nun nehmen? Gut, das habe ich vorher drin gehabt. Bringt aber wahrscheinlich nicht, weil ich noch mehr Schaden kriege. Erhöht die Weisheit ist eigentlich auch useless. Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden deutlich. Bringt mir das was gegen den? Wahrscheinlich nicht, oder? Erhöht die Resistenz gegen körperlichen Schaden enorm. Das wird mir wahrscheinlich nicht allzu viel helfen, oder? Weil er macht ja Heiligschaden. Sag ich das richtig? Man kann theoretisch... Ich glaube, er macht beides. Okay. Ja gut, ich mach was haben wir zum Verlieren. Habe ich noch einen Min-Roll? Okay, nice. Also einen Runenbogen kann man vielleicht nur einglatschen bei der Gelegenheit. Ja, doch, ein bisschen weniger Schaden kriege ich tatsächlich sogar. Ah, jetzt geht er wieder in die andere Richtung, okay. Oh, den kann man staggern? What? Okay, nice. Das habe ich nicht gewusst. Alter, der Angriff ist pervers. Okay, mein Mimik ist hier. Und der hat sich jetzt ja äußerst gut ausgetobt. Okay.
Ja, der wird mir jetzt wahrscheinlich nicht heilen lassen, so wie den gehen, oder? Ah! Die letzten Meter. Er pflückt mich ständig von der Luft. Ohrschlag. Ah. Das ist halt bitter. Also das ist legit nur 1 KP. Wie es jetzt in Pokémon behaupten hat. Ja? Mehr hätte jetzt nicht mehr gehabt. Aber den kann man staggern. Das ist interessant zum Wissen. Mit schweren Angriffen. Hätte ich nicht gedacht, dass man Endboss staggern kann. Also sprich, was heißt staggern? Stunner, so würde ich sagen. Aber die Talismänner, die helfen auf alle Fälle was. Ich krieg schon ich krieg nicht merklich weniger Schaden, aber doch ein bisschen. Bitte eine Geschichte. Das ist nicht so geschert, wenn er auf einmal so einen schnellen Blitzangriff macht. Oh. Stirb! Clean! Ah, das war so klar, dass da noch was kommt. Oder da kommt noch was, das war noch nicht alles. Das darf mich jetzt wundern. War so klar, oder? Die Arschlöcher. Was hab ich nicht gemeint? Man ist ein fucking Soulspray. Das ist jetzt der eigentliche Endboss, oder? So in das sein? Nessie oder was? Es ist zauberhaft. Geil ausschauen tut's aber schon. Eldenbestie. Ja, toll. Wo? Ist aber nicht so schwer. Ja, warten wir mal ab. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass mein Mimik gerade gegrillt wird mit der, von der.
das jetzt? Ah, man muss außerhalb von den Ringen stehen. Alles klar, okay. Wie denn jetzt? Ah ja. Mach die Scheißviecher mal da bleiben. Die machen aber auch nicht wirklich viel Schaden, habe ich das Gefühl. Gott bezwungen. 500.000 Runen. Bist du bescheuert? Elden Echo. Wie jetzt? Oh ja, warte gerade nicht mehr. Und jetzt? Jetzt passiert nichts mehr, oder was? Das war's jetzt einfach. Was soll ich jetzt tun? Danke für die Chichis. Ja, das hat sich überhaupt nicht rentiert. Gespaltene Marika berühren. Den Eldenring heilen. Wenn ich jetzt da hindrucke, ist Spiel vorbei, oder wie sage ich das? Wenn ich jetzt da mit OK bestätige, ist quasi Ende im Gelände, oder wie darf ich das verstehen? Ja, okay. Ist der Eldenring jetzt ein Körper oder ein Ring? The fallen leaves tell a story of how a tarnished became Elden Lord. In our home, across the fog, the lands between. Our seed will look back upon us and recall an age of fracture.
Ladies and Gentlemen, Elden Ring. Durchgespielt. Was war das für ein unfassbar krasser Ritt die letzten Wochen? Irgendwie fühlt sich gerade irgendwie so an, wie wenn so eine Art, wie sage ich denn, wie wenn so eine Art Ära in Anführungszeichen zu Ende geht. Wahnsinn. Ein unfassbar geiles Spiel. Kann man wirklich nicht anders sagen. Das Spiel ist mit absoluter Sicherheit das beste Souls-Spiel, was ich jemals gespielt habe. Und das war eigentlich immer lange Zeit Sekiro. Ja, Sekiro ist für mich immer so ein All-Time Best Game ever gewesen. Einfach vom Setting her, einfach von der Mechanik her, vom Spielen her. Ist ja immer nur, Sekiro wird auch immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber Elden Ring ist nochmal ein komplett anderes Level. Also ich habe hohe Erwartungen an das Spiel gehabt, wie ich mir es gekauft habe. Und die Erwartungen haben deutlich übertroffen worden. Ich war mir am Anfang nicht sicher, Open World und Souls kann das zusammenpassen. Fuck yeah, das kann zusammenpassen. Vor allem wenn es From Software macht, dann passt das definitiv zusammen. Also ich bin von dem Spiel wirklich geflasht. Und bevor jetzt die Frage kommt, weil ich weiß, dass die Frage kommt, das Spiel kriegt eine 12 von 10 von mir. In allen Belangen. Da gibt es gar keine Diskussion nicht. Das Spiel ist unfassbar abwechslungsreich, was die Open World angeht. Also du hast nicht das Gefühl, das schaut irgendwie alles immer gefühlt gleich aus, sondern es ist wirklich eine abwechslungsreiche Open World. Die Welt ist unfassbar groß. Also ich weiß nicht, ob es andere Spiele gibt, die so eine große Open World haben. Und wenn ja, ob die so vielseitig ist. Klar, die einen oder anderen Gegner, vor allem Minibosse, wiederholen sie gerne mal, das ist logisch, aber irgendwann einmal ist halt, was Ding angeht, Kreativität und Bossdesign ist halt auch irgendwann einmal ausgeschöpft. Ja. Es kämen des Öfteren Drachen, die in etwa immer gleich an und so weiter und so fort. Ja. Aber generell einfach von der Art, wie sie es gemacht haben, ist unfassbar. Das bringt mich aber gleichzeitig ein bisschen so ins Zweifeln, weil was soll jetzt nur kommen? Wie möchtest du Elden Ring, also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja? Also ja, Geschmäcker sind verschieden, logisch, aber wie möchtest du ein Spiel toppen, das wo schon over the top ist? Ich weiß nicht, ob sie From Software nicht damit gleichzeitig ins eigene Knie schießt, weil Elden Ring zum Toppen ist, glaube ich, schon fast nicht möglich. Also, ich weiß nicht. Aber nichtsdestotrotz, das Spiel ist ein absoluter Hammer. Ist absoluter Hammer. Kann man wirklich nicht anders sagen. Und ich hab's gern gespielt. Ich hab richtig Spaß bei dem Spiel, muss man wirklich sagen. So, da ist natürlich jetzt wieder mein Chat kaputt. Das ist, ich weiß, ich hab keinen Plan, was da Phase ist. Machst du jetzt nur New Game Plus oder nichts mehr? Ich werde mir jetzt nur so ein bisschen umschauen. Vielleicht findet man nur das eine oder andere, aber direkt das New Game Plus werde ich jetzt nicht mehr anfangen. Wir werden heute wahrscheinlich mit einem neuen Projekt anfangen. Da müssen wir jetzt noch kurz drüber reden. Aber ja, Elden Ring einfach Meisterwerk. Absoluter Wahnsinn, das Spiel. Und ja, ich kann es auch Anfänger empfehlen. Ja, der Mr. Mike hat sich schon auf die Reise begeben. Aber ich darf fast sagen, Elden Ring können auch Souls-Einsteiger spielen. Weil es einfach Items, Mechaniken gibt, die es einen Einsteiger ein bisschen leichter machen. Eben Aschegeister zum Beispiel. Also ihr seht, das Mimik macht das Spiel um ungefähr 50% leichter. Also wenn man Mimik nicht hernehmen Daten oder nicht hergenommen hätten, halt, darf man immer nur beim Drachen sein. Dann war man immer nur bei der Malenia, abgesehen davon. Was, by the way, meiner Meinung nach, Malenia, also ich darf fast sagen, ist der stärkste Souls-Boss, den ich jemals machen habe müssen. Oder der wo jemals meinen Weg gekreuzt hat. Find Malenia sogar schwerer als ein Ishin aus Sekiro. Ishin war auch lange Zeit Top-Boss von der Schwierigkeit her, aber Malenia ist, glaube ich, sogar noch mal
Dutzend stärker. Allein wegen der Geschwindigkeit, allein wegen dem Schaden, allein wegen dem Life-Drain, was die hat. Ja. Ich bin von dem Spiel einfach geflasht. Du kannst wirklich nichts sagen. Ich hab das mehrmals im Stream gesagt, dass ich einfach so dermaßen begeistert bin, wie sie das gemacht haben. Ich bin gespannt, was da als nächstes kommt. Also ich gehe mal davon aus, dass jemand ein DLC kommt. Das können wir dann natürlich auch on-stream spielen, wenn es ist. Aber das nächste Soul-Spiel muss, ich glaube, oder das nächste Soul-Spiel, was From Software rausbringt, wird schwer, da werden sie sich schwer das Elden Ring toppen. Beziehungsweise, ich glaube fast nicht einmal, dass noch mehr ein normales, herkömmliches Soul-Spiel kommt, wie es früher gewesen ist. Also wie Dark Souls 3, Sekiro, irgendwie sowas. Ich glaube, dass das generell jetzt immer Open-World-Spiele werden. Kann ich mir vorstellen. Ja, weil wie möchtest das sonst... Ich möchte jetzt nicht Spieleentwickler sein, sogar ganz ehrlich. Wenn es jetzt zu mir kam und sagen, hey, du musst das Spiel bringen, was Elden Ring top, da würde ich sagen, ja. Und wenn er Pfotzen gleich uns die schick hier... Ja. Jetzt muss ich mal schauen, kann man die Credits skippen? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, kann man sogar. Nice. Reise 2 beginnt. Wenn ihr jetzt nicht neu beginnt, könnt ihr die Reise 2 später an der Tafel der Gnade in der Tafelrundfest beginnen. Machen wir jetzt noch nicht. Jetzt pass auf, wir nochmal umschalten. So, jetzt passt so wacht. Kurz Brainstorming. Wir haben... Wie lange haben wir jetzt braucht, Elden Ring durchzuspielen? 58 Stunden und 38 Minuten. Das haben wir 39 Minuten. Habe ich braucht, um Elden Ring durchzuspielen. Da ist natürlich ein bisschen Offscreen-Zeit auch dabei. Also wir haben natürlich nicht alles on-stream gespielt, aber das Wesentlichste, also Story Progress ist nur on-stream basiert. Und ich darf sagen, wir haben uns schon ganz gut umgeschaut. Ja, also ich bin jetzt nicht einfach durchgerannt wie so ein Geistesgestörter. Wir haben uns schon ein wenig umgeschaut auch. Also so ist es jetzt nicht. Ja, wir haben auch die versteckten Gebiete ein wenig mitgenommen. Ich weiß zwar nicht, ob ich habe mit Sicherheit das eine oder andere übersehen. Ja, das bleibt nicht aus. Das kannst du auch nicht vermeiden. Also da zeigt man einen, der wo blind alles findet. Brauchen wir fast wetten, dass es ihn sicher gar nicht gibt. Und ich bin stolz auf mich, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich habe es geschafft, mich seit Release von Elden Ring nicht spoilern zu lassen. Das ist mir tatsächlich einmal ausnahmsweise gut geglückt. Ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das schaffe, aber irgendwie habe ich es doch irgendwie gerissen gekriegt. 167 Stufen. Auch nicht wenig. Ich weiß nicht, ob es welche gibt, die wo eine Stufen haben beim Endboss. Aber ja. Also ich tippe jetzt einmal, dass dort, wo die Wolkerl haben, oder? Das da. Kann vielleicht der DLC sein. Irgendwann einmal. Weil das schaut schon ein wenig gar komisch aus da drin. Oder weil halt genau da in der Mitte so Wolken ist. Vielleicht kommt da mal was. Vielleicht wird da noch mal irgendwas aufdeckt. Das kann auch sein. Dann haben wir irgendwie noch mal eine neue Insel kommt oder eine neue Gegend. Oder da rennt vielleicht. Müssen wir mal schauen. Aber ich bin mir fast sicher, dass die da irgendwann ein DLC bringen. Und ja, das darf man auch spielen. Wahrscheinlich. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, was man noch da kannten. Wir haben eigentlich so ziemlich alles mitgenommen, was man mitnehmen kann. Ja, bis auf die Quests, die es gibt, die einzelnen. Logisch. Da haben wir bestimmt die eine oder andere übersehen. Aber wie gesagt, das kannst du nicht vermeiden. Das Spiel ist so unfassbar riesig, da laufst du zwangsweise mal irgendwo vorbei. Schauen wir mal, ob wir uns von den Dingen da noch irgendwas kaufen können, die wir gekriegt haben. Elden Echo, was kriegen wir denn da? Marikas Hammer? Oder Heiliges Reliktschwert? Okay. Da haben wir Felsklinge des Drachenkönigs. Und Placidusaks Untergang stößt den goldenen Odem des Drachenfürsten. Achso, das ist das komische Ding, das was uns vorher fast gewonnen hat, oder? Okay. Da habe ich auch ewig lang gebraucht, bis ich mir herausgefunden habe, dass man da Waffen kriegen kann von den Dingen. Ja.
Warte mal, Rüstung kann man noch schauen. Gibt's bestimmt auch eine Rüstung, die wo wir uns holen können. Ah, Krone des Elbenfürsten, Rüstung des Elbenfürsten, Anschutz des Elbenfürsten und Beinschutz des Elbenfürsten. Ja, den kauft man auch noch, weil sie wurscht ist. Gut. Hat jetzt er überhaupt noch irgendetwas zum Sagen? Sie ist auch weg, wo auch immer die hier ist. Er sagt auch nichts mehr zu uns. Sie, mein Herr, schulden mir einen Hut, das glaube ich nicht. Mozzo Cavaliere. No. You have felt the curse. I can smell it on you. The box, yet tender. Apparently my seedbed is ripe and waiting. 'Twas a brief respite, I must say. Go and unshackle my core trapped in the sewage. Ich hätte ja Lord of Fancy Flames Ending gemacht. I can kill Ja, es gibt mehrere Endings, das hab ich tatsächlich schon mitgekriegt. Ich glaube 4 an der Zahl. Aber, ja. GSC Hubst. Ja, das hat mich gewundert, das wundert mich, dass das halt erst einmal gekommen ist. Ja? Und verdient hätt's dann sicher. Ja, das kommt jetzt drauf an. 8 Endings? Are you kidding me? Es gibt 8 Endings in Elden Ring? Ja, Leute. Lassen wir nochmal einen Blick über die Karte schweifen. Nochmal ein bisschen in Erinnerung schwelgen, was wir alles erlebt haben. Ah, da ist der Mike jetzt. Margit, das grausame Mal. Oh ja, das war schön. Zweiter oder dritter Stream war es gewesen. Wo wir uns mit der Margit angelegt haben. War schön. Ah, ist schon cool gemacht. Kann man wirklich nichts sagen. Gut. Dann verbeugen wir uns bei einem Meisterwerk und verabschieden wir uns vor Elden Ring. Da war ja mal, ja, bis das DLC kommt. Ich lasse mir es natürlich offen, dass wir vielleicht irgendwann einmal wieder Elden Ring spielen. Ja? Kann's auch. Muss nicht sein, aber kann's auch. Elden Ring ist ein Spiel, was man definitiv immer wieder mal spielen kann. Vielleicht, wenn einmal irgendein Streamloch ist oder Spieleloch ist, so muss man sagen. Wenn nichts auf dem Markt ist, dass wir vielleicht einmal das New Game Plus starten oder keine Ahnung, dass ich mal einen Guide mache, wie ich es bei Demon's Souls gemacht habe zum Beispiel. Muss man schauen. Ja? Das lassen wir offen. Aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und Elden Ring. Elden Ring ist bis jetzt am schönsten gewesen. Zum Schluss aussehen. So, Ende habe ich gesehen, jetzt gehe ich einkaufen. Müsste der Herbert gehen ans Einkaufen, ja. Jetzt passiert nicht mehr viel. Also zumindest Elden Ring technisch, ja. Jetzt passt so was. Jetzt mache ich da mal mein Spät zu. War schön. War schön, aber ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch irgendwo froh, dass wir wieder Luft für was Neues haben. Weil es hat sich jetzt die letzten 2-3 Streams schon ganz schön gezogen. Ja. Aber wie gesagt, das Spiel kriegt definitiv eine 12 von 10. So, was tun wir jetzt? Jetzt brauchen wir ein neues Projekt. Habe ich eigentlich eh schon mehr oder weniger angekündigt. So, warum ist jetzt mein Bildschirm schwarz? Hallo, Bildschirm, lebst du noch?